Herr Giberian, die Wort. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich meine, das wichtig, dass wir uns von Zeit zu Zeit am Kader von einem Debat d'Orientation, Debat Konsultation, also wichtige Sujet wie der Gesundheitssektor und Spitalplan auseinandersetzt. Vor allem dann, wenn ein neuer Plan en vue ist, die sicherlich dann für die nächste Regierung wird, sind wir auch das Parlament soll hier erbig bis die letzte Minute machen. Das ist natürlich an der Phase von 5 Minuten nicht möglich, für dass ich die ganze Spitalsplan developieren. Ich will mich dürfen mehr auf 2-3 Punkten limitieren, meine ich, aber was man als einzige, das prinzipiell wir immer sollen alles machen, wo wir das Interesse vom Patient an den Vordergrund stellen. Ein Einsspruch, wo ich will abschneiden, das ist die von der Schmerztherapie, wo der Mittelung noch nicht meine thematisiert ging, als mein Kollege Ferner Karteisen hat den 25. April ein dementsprechend parlamentarisch Aufruhr gestellt, Madame Frank Orfried schenkt. Ich meine, Herr Colombera auch, also sind also mehr Deputierte, die dort interessiert sind, wo tatsächlich drin gegangen ist, von den Behandlungen, was Tarife von der CNS aus, was Schließung, von einer eventuellen Schließung von der Klinik La Douleur an der Zita aus, an überhaupt Anerkennung von der Schmerztherapie generell. Denn Herr Minister hat auch darüber den 10. Juni, das ist also relativ rezent, wo geantwortet hat, und hat auch da gesagt, dass sich an dem Kontext will an näherer Zukunft mit dem FLH, der Fédération Luxembourgeoise des Hôpitaux, will zusammensetzen, für zu gucken, was für ein Moyen von der Ressourcen für die zur Verfügung hätten, aber dann doch am Zukunft Gift gebraucht für die Prise en Charge von diesen chronischen Wehen. Vielleicht kann der Minister als Haut schon so, ob es an der Richtung mit das, wie gesagt, relativ rezent, mit was den Vorstellungen sind, was an die Richtung soll geschehen. Aber was für allem, meine ich, als interessiert, das Leid, was soll geschehen mit der Schmerztherapie am Kader von der Zita, wo ich auch Mengelo am Blick eine Petition durch das Land lebt. Den zweiten Punkt, den ich will ausschneiden, ich hatte mitten an der Vorstellung schon darauf geantwortet. Ja, das ist schon gut. Ich meine, es ist auch gut, wenn an diesem Kader gibt, darauf entfernen, dann, da gibt doch an diesem Kader mit festgehalten, weil, wenn in das Nullese geht, da geht immer an diese Debatte gucken, geht in die an der Question, mit dir bringt das schon fertig, Herr Minister, für das ganz kurz resümiert, dann so wie wir erst kennen. Ein zweiter Punkt aus den Aufbau vom Personal an der Spitäler, ich meine, vom Meister Press, gewusst ich, dass du an den nächsten Jahren sollen einfach 46 Leute aufgebaut. Ich meine, wenn man den Leuten aus dem Sektor schwätzt, dann hat den du eine Eko. Und du hast dann von Eko, dass die Leute überfordert sind, dass sie nicht genug Personal haben, an die Schmengen, wenn ich eine qualitativ höchste Betreuung von den Patienten möchte, dann ist es für alle wichtig, dass auch qualitativ höchst Personal, auch noch genug Personal da hat. Und dafür gibt man als ADR dafür warnen, dass man da giffen zu viel sehr Personalspuren, weil es für uns aber wichtig scheint, dass Personal muss qualitativ und quantitativ genug zur Verfügung stehen. Ein dritter Punkt, den ich noch verlustschneiden, Herr Präsident, das ist Lützeburger Spruch. Das Lützeburger Spruch, wo man feststellen, dass ich hatte rezent ein Kollege von mir, den hat Gale bloß rausgeholt, hier an einem Spital, an den Mittes, dann dünn eine Firma, eine Lützeburger Firma, gar nicht gefragt, was Gale bloß gibt auf Französisch heißen. Und der Firma sagt man, ich weiß das nicht. Und du hast sofort gegangen, an 10 Minuten drauf kommen sie rum, du sagst, sie wissen, dass die Physikül biliär heißen, und das war du an 3. Nur jetzt hatte ein Französisch Firma, du fragst du da mal, ob das ist, was du dort Lützeburg heißt. Das konnte natürlich nicht sagen, was du dort Lützeburg gefäßen. Am Mojes hatten du einen Deutschen, Firma, du fragst du dem, ob der dann weiß, was du Lützeburg oder Französisch, ob Lützeburg wussten nicht, mehr auf Französisch wusste der darum nicht, was das gefäßt. Und dort der Mann sich natürlich Gedanken gemacht, weil du 3 Firma, jeder kein weiß, was das heißt, wie sollen die zusammen kommunizieren, muss ich aber so, dass die Operation gelungen ist, und das richtig rausgeholt an Doktoren und ein gut Arbeit gemacht, mich wollte das dokumentieren,
was für ein Problem dat man als Spitäler hun an die vorstelle, wie sollen die Leute an anderen kommunizieren, die nee wees kein Deutsch, andere wees kein Lützbisch, andere wees kein Französisch, und zum Schluss das trotzdem gut ausgegangen, das schon alle Wunder, das hat aber alles so nicht mit schmengen. Du gesagt ihnen aber, wie wichtig Kommunikation an der Spitäler aus, aber wenn man von einem Spitalsplan schwätzt, man gerade für Personal geschwärzt, ich meine, dann ist doch für allem wichtig, dass wir darauf halten, dass die Leute, die am Spitalsektor Lützburger Spruch müssen lehren, zumindest die wesentlichen Sachen, nicht nur für das sie in sich können kommunizieren, aber für allem auch den Patienten, weil die wenigsten von uns, meine ich, wenn wir ehrlich sind, die wissen auch die Fachausdrücke, die an der Medizin gebraucht wird, dass nicht jeder Doktor oder Gott weiß was, mit den wenigsten Leuten wissen auch nicht die Ausdrücke. Aber wie soll es Leute sich mit den verständigen, verkehrwies, was den anderen sieht, an die Schmengen aber gerade am Sektor von der Medizin, für das eine echte Voraussetzung, die mich geschafft gehen. Und dafür insistieren wir darauf, dass wir in allem am Gesundheitssektor ein nützlicher Spruch muss gefördert werden. Und das kann ich am Kader von den Arbeitszeiten machen, kann ich durch Kuren organisieren, die vom Staat finanziert werden, dass die Leute keinen Lohnausfall kriegen, mit der Kommunikation den Professionellen, am zwischen den Professionellen und den Patienten, aber muss auch garantiert gehen. Merci dem Herr Giberian, und als letzter Redner ist Herr Colombera gedrohen. Herr Colombera.